Ja, und ich liebe Einsegnungen, das kann ich so laut raus sagen. Es ist einfach so, die klauen mir immer Zeit von der Predigt. Es könnte jetzt ein bisschen länger gehen heute. He? Nein, ich habe nur 7 Seiten oder so, wo wir miteinander durchgehen können. Und wir sind in einer Predigtserie miteinander. Wir haben die 4 Evangelien in der Bibel, wo wir sehen, das sind so Berichte über Jesus Christus. Und die sehen wir miteinander. Und dort ist es so, dass wir in dieser Serie eins ums andere Buch durchgehen. Wir gehen dort durch. Zuerst hat Joni über den Matthäus geredet, heute werde ich über Markus reden. Und dann geht es weiter mit Lukas und Johannes. Und, wow, das windet oben so, darum tönt es ein bisschen. Gut. Der Joni hat das letzte Mal im Matthäus-Evangelium sehr gut herausgeschafft, wie Jesus kommt und er kommt als König in die Welt hinein. Der Matthäus, der zeigt das als König und als kommender König kommt er in die Welt hinein. Und das ist eine wunderbare Sache, wenn man das so sehen kann. Und er bringt ein Königreich, das total anders ist als das, was wir kennen. Es ist ein Königreich, wo alles umkehrt. Wo anstatt Gewalt und Unterdrückung und Herrschaft kommt er mit einem Königreich voller Ehrlichkeit, ohne Gewalt, ohne Vergeltung oder Hass, sondern er ist mit Großzügigkeit, Frieden und Liebe auf die Welt gekommen und hat das gezeigt. Und dort sehen wir auch die Bergpredigt, wo er das ein Stück weit zeigt, so weit. Und als ich das so gehört habe vom Joni, wie das so gelaufen ist, habe ich gedacht, wow, von diesem Königreich will ich ein Teil sein. Wenn das ein Königreich ist, wo ganz anders ist, als es auf dieser Erde funktioniert, ganz anders ist, wo die Schwachen eine Chance haben, dann will ich ein Stück weit ein Teil davon sein. Und wenn wir jetzt in Markus eintauchen, in Markus lernen wir einen Mann kennen, der genau diese Entscheidung für sein Leben auch getroffen hat. Dass er gesagt hat, hey, ich habe den Jesus gesehen. Man sagt, dass der Markus in Jerusalem gewohnt hat, dass er allenfalls beobachten konnte, was Jesus so gemacht hat. Als er auf Jerusalem reingekommen ist, war er ein Augenzeuge. Er war wirklich dabei bei der Zeit, wo Jesus in Jerusalem war. Und er hat sich eines Tages dort entschlossen und gesagt, hey, ja genau, für das Königreich, für das will ich gehen. Und so hat er das eingesetzt, und zwar voll und ganz, weil den Markus erleben wir auch in der Apostelgeschichte, der wird dort dann erwähnt. Und er war ein Begleiter von Paulus und aber auch ein Begleiter von Petrus. Also der war an der vordersten Front dabei mit diesen grossen Aposteln, wo er dort unterwegs war. Und zum Teil hat er auch für den Petrus übersetzt in Rom und so das Evangelium weitergebracht. Und schlussendlich, sein Lebensstil hat eigentlich das gebracht, dass wir ein Markus-Evangelium haben. Und das Markus-Evangelium war das erste Evangelium, das es überhaupt gegeben hat. Und das markiert so den Übergang von dem, wo die Leute sagen, hey, hast du schon gehört, oder? Und haben es mündlich überliefert, zu dem Punkt, wo es dann eine Schrift gegeben hat, wo man gesagt hat, hey, die Generation Jesus, die ihn live gesehen hat, die stirbt langsam aus, wir müssen das festhalten. Wir müssen Bücher schreiben, wir müssen die Geschichten von Jesus, die Wunder, all das aufgeschrieben haben. Und wenn wir sehen, der Matthäus, der hat ja auch Einfluss gehabt auf das Markus-Evangelium. Der Matthäus hat ja eher für die Juden geschrieben. So, dass es die Juden verstehen, dass Jesus Christus Gottes Sohn und der Messias ist. Der Markus, ganz anders. Er hat gesagt, ja, für die Juden ist ja schon geschrieben worden, oder? Ich schreibe in Rom für die Römer. Und er hat das Evangelium geschrieben, das jeder versteht. Wo nicht irgendwie komplizierte Sachen aus dem Alten Testament musst herausfinden musst, damit du daraus kommst, sondern der Markus, der erklärt jede jüdische Tradition in seinem Buch hinein. Damit die Römer eben rauskommen, interessiert das Alte Testament nicht, oder? Was ist das für Geschichten und so? Hey, da ist Action, wir wollen Power. So denken die Römer in der damaligen Zeit. Und dann ist das natürlich eine super Sache, wenn er hat 19 Wunder in 16 Kapitel hineingeschrieben hat. Also 19 Mal macht Jesus etwas Übernatürliches. Also er heilt Kranke, er treibt Dämonen aus und auch einige Sachen, wo er zeigt, dass er stärker ist als der Tod. Das sind die Wunder, wo der Markus in sein Evangelium hineinpackt. Und das ist ein Actionfilm. Es ist wirklich weh, wenn du kommst und es fährt schon bam, Vollgas an im Markus-Evangelium. Und es ist etwa 70 nach Christus geschrieben worden. Ich bin jetzt da noch ein paar Fakten am Zusammenschauen. Und ich habe Glück mit meiner Predigt und der Zeit, oder? Es ist das kürzeste Evangelium, das wir haben. Da habe ich ein bisschen, darum haben wir das gerade bei der Einsegnung genommen, oder? Das passt gerade gut. So in diese Richtung. Und dann
zum Markus-Evangelium. Wenn es also das kürzeste Evangelium ist, dann ist es so, dass jeder Satz auch irgendwie etwas zählt. Und nur schon Markus 1,1 ist eigentlich schon eine Zusammenfassung vom Ganzen. Von dem, was der Markus denkt. Ich muss wieder drüber stehen, da ist der Fenti, das ist viel angenehmer. Oh. Markus 1,1 heisst, da hinten, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Punkt. Jesus Christus ist der Sohn Gottes und das mit dem fangen wir mal an. Das ist Fakt. Aber es ist der einzige Vers, wo der Markus sagt, dass das für ihn so ist. Also er fährt an mit dem Markus-Evangelium und sagt, Jesus Christus ist Gottes Sohn für mich. Und der Rest vom Markus-Evangelium, all die Taten und die Wunder sind Argumente, warum er zu dem Schluss kommt. Und vielleicht sitzt du da rein und denkst, die Christen oder die Kirchen oder Jesus, das ist alles ein bisschen suspekt. Und genau das kann passieren, oder? Du kannst eine Verletzung haben aus Kirchen oder irgendwie mit dem Bodenpersonal, wo wir ja da sind. Wir sind leider nicht von Fehlern gefeit und so. Vielleicht hast du noch nie irgendetwas gehört von Jesus, sitzt da rein. Vielleicht bist du ja einer, der sagt, ja genau, das ist ja so. Aber dann wollen wir doch immer auch Jesus ins Zentrum stellen und Jesus die Chance geben, zu überzeugen. Weg vielleicht von der Kirche ein Stück weit. Von dem, was du erlebt hast. Und dem Markus die Chance geben, dass er seine Argumente aufführen kann, dir zeigen und sagen, hey, schau, das ist der Jesus. Willst du mit dem etwas anfangen? Weil die Frage, schlussendlich, ist immer ein Stück weit Ende von diesem Evangelium, wer ist dein König in deinem Herz? Wenn Jesus als König kommt, dann fragt er natürlich, hey, darf ich dein König sein? Ich würde sehr gerne dein König sein. Ich würde gerne dich mitnehmen, das Reich hin. Ich würde gerne dich mitnehmen und mit dir das Leben leben, mit dir durch dein Leben durchgehen. Das ist eine Frage. Und warum wollen wir das machen? Warum sollten wir das machen? Und da argumentiert jetzt der Markus durch die Evangelien durch. Und er macht das natürlich mit diesen Taten für die Römer, ein bisschen actionmäßig, oder? Und es fängt schon recht krass an, und zwar mit der Taufe von Jesus Christus. Das ist eine erwachsene Taufe, wie wir sie in der Kirche auch da pflegen zu machen, oder? Der kommt, der tut sich untertauchen und er kommt rauf. Hey, und dann geht der Himmel auf, bam, oder? Und es kommt eine Taube oben runter. Alle schauen so, wow, was ist das Krasses, oder? Fliegt oben runter, kommt auf Jesus Christus runter. Er wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann kommt so eine, ich weiß ja nicht, wie es war, bin nicht dabei gewesen, aber ich lese es und ich finde es noch recht cool, oder? Dann kommt so eine Stimme, oder? Dies ist mein geliebter Sohn, oder? Auf ihn sollt ihr hören. Ich meine, sorry. Das ist doch schon mal Action. Wer so anfängt in einem Buch, oder? Wer so eine Person beschreibt, ich meine, wow, was ist das für eine? Außergewöhnlich. Und vorher und nachher haben sich Tausende taufen lassen und es ist nie nichts passiert. Und so fährt der Markus an, so quasi, hey, ich rüttle euch mal ein bisschen auf, oder? Also Jesus ist nicht irgendwie einer von vielen, der da einmal in Jordan rein ist und einmal unter Wasser, sondern bam, es ist der Himmel aufgegangen, die Stimme Gottes ist hörbar gewesen und die Leute haben sich gefragt, wow, was ist da los? Hey? Und so, genau so geht es ab im Markus-Evangelium. Und es geht Schritt für Schritt für Schritt genau so durch. Und eine außergewöhnliche Szene, wo auch Jesus so als Superheld zeigt, oder? Wo einfach, ich finde sie mega krass, das ist eine meiner Lieblingsstellen, habe ich euch mitgebracht als Film. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Viele Menschen strömten zusammen, so dass nicht einmal mehr draußen vor der Tür Platz war. Ihnen allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Da kamen 4 Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten, was bildet der sich ein?
Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus erkannte sofort, was in ihnen vorging und fragte, wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es denn leichter, zu diesem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder ihn zu heilen? Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Die Leute waren fassungslos. Sie lobten Gott und riefen, so etwas haben wir noch nie erlebt. Das ist mal ein Wunder, he? Und das ist das, was mich so beeindruckt. An dieser Geschichte, gerade schon im 2. Kapitel, Vollgas. Er kommt und er zeigt, ich habe Macht über Krankheit. An anderer Stelle noch über Dämonen. Aber der Punkt da ist, Jesus Christus ist nicht nur der über Krankheit der Chef ist, sondern er kann das Grundproblem von uns Menschen lösen. Wenn er sagt, hey, ich vergib dir deine Sünden. Mega krass. Das finde ich, dort zeigt er, dass er viel grösser ist als einfach ein Wunderheiler oder ein Medizinmann oder so. Und das ist etwas, was so gewaltig ist, wenn jemand sagt, hey, ich kann dich im Fall befreien von deinem schlechten Gewissen. Ich kann dich im Fall befreien von dieser Last, die vielleicht auf deiner Schulter liegt, wo du andere ausgebeutet hast, wo du anderen ungut zu tun hast. Oder? Und er sagt, weißt du was, und ich vergebe dir das. Ich kann das. Ich bin der Sohn Gottes. Ich habe Macht über das. Aber ich sage auch, steh auf und sei geheilt. Und sofort merken wir, dass die religiöse Elite dort kommt und aufbegehrt. Oder? Die religiöse Elite, wo es ja darum geht in der Religion, ich tue meine guten Taten, ich irgendetwas in den Himmel hineinbauen, damit ich vielleicht dann reinkomme. Und so funktioniert die Religion. Und Jesus sagt, und mein Reich ist umgekehrt. Ich komme zuerst einmal und ich will einmal zuerst Frieden schaffen. Frieden, und ich nehme die Distanz zwischen dir und mir weg. Und ich halte dir nicht immer deine Übertretungen vor oder irgend so etwas. Und dann kommt gerade sofort Todesdrohung von diesen Leuten. Im Film sieht man es nicht, aber in der Stelle geht es nachher weiter und sagt, hey, pass nur auf, oder das ist Gotteslästerung, was du da machst. Und da drauf steht Todesstrafe. Und das ist so der erste Blick, wo man merkt, eigentlich ist Jesus Christus so ein gewaltiger Herr, der ein neues Reich aufbaut und ein Herrscher ist. Aber am Schluss stirbt er, das wissen wir alle. Und wie kann das nur kommen? Und da gehen wir jetzt Schritt für Schritt da weiter. Und ich finde, es lohnt sich, da dran zu bleiben, an so etwas zu hören und da weiterzugehen. Und dann merken wir, Jesus macht irgendwie in diesem Spiel auch mit, dass er nicht so berühmt werden will. Ich meine, come on, Krankenheilung, Sündenvergebung, Dämonen und so, da muss doch etwas gehen. Aber er macht wie nicht mit, Jesus Christus. Und man nennt das im Markus-Evangelium das Christusgeheimnis. Wo er mehrere Mal Leute heilt, wirklich von Gelähmte und so weiter, und dann sagt er, weißt du was, sag nichts. Sag nichts, geh zu den religiösen Leuten, lass dich nochmal kontrollieren, dass du gesund bist, und dann geh einfach wieder heim und schaff weiter in deinem Leben. Und das macht er mehrere Mal. Und Jesus will gar nicht auffallen in dem Ganzen hinein. Und das ist so das Christusgeheimnis, das man eigentlich in Markus findet. Da ist ein vollmächtiger Mann. Und ich würde es doch so gerne an die grosse Glocke hängen. Das müssen doch alle wissen. Da müssen alle, wow, oder? Aber nein, Jesus sagt, hey, ich komme anders. Ich komme ruhig. Ich komme im Frieden. Ich baue kein grosses Reich auf und ich bin nicht gewalttätig und komme dann und sage, ja, ich bin stärker als die Römer und so weiter. Sondern er ist der langsam und eigentlich in Demut kommt. Und das sehen wir da ein Stück weit. Und das ist so unverständlich für uns Menschen, oder? Jetzt haben wir da einen Captain America oder einen Superman oder irgendetwas, oder? Wo jetzt, dem müssen wir jetzt pushen, da muss etwas gehen, das wird der nächste König. Aber Jesus kommt in einer ganz anderen Art. Aber die Leute rundherum, seine Jünger, die begreifen das nicht. Jesus tut das wie so selber mehrmals ankündigen, dass er kommt und sagt, hey, ich bin nicht da zum Regieren. Ich komme auf eine ganz andere Art und Weise.
Und da möchte ich euch das ein Stück weit zeigen, wie die Jünger das nicht verstanden haben oder wie Jesus ein anderes Reich aufbauen will, wo wir in Markus lesen. Das ist Kapitel 8, 29. Unterwegs fragte er sie, Jesus seine Jünger, für wen halten mich die Leute? Und dann sagen es natürlich, manche halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie, manche für Elia und manche für einen der anderen Propheten. Und ihr, also die 12, fragte er, für wen haltet ihr mich? Und dann wie immer Petrus zuerst voll raus, deutschen Satz, du bist der Messias, darauf, du bist der Messias. Und das ist so die Erkenntnis, die Christuserkenntnis, die der Petrus hat. Und dann kommt daraufhin, sagte Jesus ihnen ein, daraufhin schärfte Jesus ihnen ein, niemandem etwas davon zu sagen. Er wird also unerkannt, das Christusgeheimnis. Er wird eher so ein bisschen Understandment unterwegs sein. Und dann sagt Jesus zu ihnen, Jesus sprach zu seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschen schon, Jesus, vieles erleiden müsse und von den Ältesten und führenden Priestern und den Schriftgelehrten, also der religiösen Elite, verworfen werde. Er werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Klar und offen redete er darüber. Also für Jesus ist es klar gewesen, hey, ich bin zwar allmächtig, aber ich werde hingehen und ich werde sterben. Und dann ruft er die Volksmenge aus, also zu dir und zu mir und sagt, hey, da rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und das tönt schon ein bisschen, nicht nur cool, oder? Nicht nur lässig. Das ist das Bild, das der Markus Stück für Stück offenbart in seinem Evangelium. Es ist ein leidender Diener. Jesus ist ein leidender Diener. Nicht der Überflüger, nicht der König, der kommt, sondern es ist ein leidender Diener, der Schritt für Schritt ankündigt, was wird passieren und bis es am Tod hingeht. Oder? Und das, finde ich, tönt dann einmal doch nicht so ganz anmächerlich. Oder? Und dann muss ich noch mein Kreuz auf mich nehmen. Puh. Ja, und so die Todesankündigungen hat Jesus mehrere Mal gemacht. Also ihm war es ernst gewesen. Es war ihm immer ernst gewesen. Und gesagt, schaut, es ist so. In Markus 9 lesen wir das oder Markus 10 lesen wir das nochmal. Und es ist meistens so, dass die Jünger nicht verstanden haben, was er ihnen hat wollen sagen. Nicht daraus gekommen sind. Wie sie haben gedacht, da kommt ein Held. Der wird uns befreien von den Römern. Und dann werden wir alle Kranken zu ihm bringen. Und dann wird er alle heilen. Und er wird hoffentlich ein langes und ein ewiges Leben haben. Oder nicht ewig, aber ein langes Leben haben. Und so lange wird dann das israelische Reich, das jüdische Reich andauern. Und wir werden die Geschichte eingehen. Und genau so haben wir es doch einmal gelesen im Alten Testament. Und so als Jünger hätte ich dann wie so das Gefühl, ich würde ja dann ein bisschen mitregieren. Ich gehöre ja zum engeren Kreis. Hätte es vielleicht noch ein Trönchen für mich irgendwo als Außenminister oder irgendwie so. Und das ist so das menschliche Denken, wo die Jünger hatten oder überhaupt die Leute rundherum über ihn. Und Jesus hat immer wieder probiert, hey, nein, ich komme und ich bin ein demütiger Diener, ein leidender Diener und ich werde eines Tages auch sterben. Und der Joni hat das so gut in der Matthäus-Predigt erzählt. Übrigens sehr cool, wenn ihr das nachhören wollt. Es baut auch so ein bisschen aufeinander auf. Wo Jesus sagt, wer der Höchste sein will unter uns, der soll allen ihren Diener werden. Also wenn Jesus als König kommt, dann soll er uns allen dienen. Das ist ja seine Logik. Also muss das ja auch so sein. Und der Markus zeigt das so gut, der leidende Diener. Und da habe ich mir überlegt, hey, wie kommt man noch dort dazu? Oder warum muss denn Jesus genau sterben? Was macht das für einen Sinn? Ich hätte es doch ganz anders, ich hätte es lieber ganz anders und lange in meinem Glaubensleben auch. Habe ich das wie nicht so genau begriffen. Und ein Punkt, wo wir da miteinander anschauen wollen, ist das Mitleid, wo Jesus gelernt hat, als König von uns Menschen. Wenn er ja König sein von uns, also muss er ja wissen, wie es uns geht. Also hat Gott gesagt, gut, dann schicke ich meinen Sohn da auf die Erde runter und er soll einmal mitleben mit uns. Und nicht bei den Schönen und Reichen, sondern ich schicke ihn in den Stall rein.
Das finden wir bei Markus nicht, das ist so ein bisschen romantisch und so, das ist der Matthäus zuständig. Markus ist Taten, oder? Der fährt es gerade an mit der Taufe. Aber so kommt Jesus zu den Ärmsten von den Ärmsten, zu den Hirten, die nichts zu sagen haben und einfach so sind, oder? Und er hat bei den Ärmsten in den Ghettos geheilt. Er ist dort durchgezogen. Bei denen, die von allen verabscheut worden sind, ist er gegangen und hat ihnen Wert gegeben. Er hat Hunger gehabt, er hat Durst gehabt. Er ist ungerecht behandelt worden. Da hat niemandem etwas Böses tun. Und sie haben dann am Schluss das Kreuz genagelt. Unschuldig. Sie haben ihm alles weggenommen, was er hatte. Alles. Und er ist verraten worden von seinen engsten Freunden. Und nicht nur verraten, sondern allein gelassen worden. Von seinen engsten Freunden. Stell dir das mal vor, so deine besten Klicken, oder? Und alle zeigen mit dem Finger auf dich und sagen, nehmt ihn mit und haut ab. Und du hast 3 Jahre oder länger einfach investiert in diese Leute und sie verlassen dich an dem Tag, wo du genau am nötigsten hättest. Das ist die Geschichte von Jesus und das ist berührend. Und dann wird er bestraft, unschuldig bestraft, auspeitscht, er kriegt eine Dornenkrone. Er hat sein Kreuz getragen, oder? Durch ganz Jerusalem, ein Schauspiel eigentlich. Der Joni hat das so gut auch anders umgedeutet. Und jetzt sind wir da, wo wir wirklich das Leiden anschauen miteinander. Aber eins hat der König gelernt, hat der Jesus Christus gelernt: Mitleid. Wenn du da reinhockst und du hast eine Not in deinem Leben, dann ist der christliche Jesus, der Gott der Christen, ist einer, der mitleiden kann. Das ist der mitleiden kann. Das ist nicht einer, der dann sagt, meditiere ein bisschen mehr oder irgend so, sondern er sagt, weißt, ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Wenn du verloren worden bist von einem ganz engen, in einer Beziehung oder sonst wo, Jesus Christus versteht dich. Wenn du im Job ungerecht behandelt wirst und rausgekickt oder weiss nicht was, Gott versteht dich. Wenn du betrogen wirst, wenn dir jemand alles nimmt und dich übervorteilt und du denkst, eigentlich sei dein Freund gewesen, Gott versteht dich, Jesus Christus versteht dich. Wisst ihr, das ist das, was ein König muss können. Ein König, der so kommt, der ein Reich umgekehrt aufbaut, der muss doch mit mir mitleiden. Und in meinen tiefsten Stunden, in meinen traurigsten Stunden kann ich nur sagen, Gott, du weißt. Ich mag vielleicht nicht einmal mehr sagen, was los ist, oder? Aber ich kann einfach sagen, du weißt es. Weil du hast es miterlebt. Du weißt, wie es ist. Du weißt, du kennst meine Gefühle, Jesus Christus. Du hast genau das mitgemacht. Und das ist so etwas Cooles. Und da muss ich sagen, das ist ein Argument, das der Markus bringt für den König. Und ich muss sagen, so einem König will ich nachfolgen. Ich will doch keinem besser wissenden Überflüger nachfolgen, der Millionen heimträgt. Nein, ich will einen König, der mit mir mitleiden, mitgehen. Und das ist einer von diesen Punkten, wo ich finde, hey, das ist so etwas Tiefes, so einen Gott haben, wo ich mit ihm mein Leben teilen kann. Dort, wo es nicht mehr weiter weiss und ihm sagen, hey Jesus, du hast das auch erlebt, hilf mir da durch. Gang den Weg mit mir. Und das ist so etwas Tiefes und so etwas Wichtiges, finde ich, für mich, wo eine Religion, einen Glauben muss haben, wo Jesus Christus, der König von uns Menschen, da bringt und in die Waagschale wirft und als Argument sagt, hey, willst du mir nachfolgen? Ich verstehe dich im Fall. Und dann das Zweite ist es, wo er sein Leben hingegeben hat, ist die Freiheit für uns. Und ich weiss nicht, ich fahre manchmal so am 6, Viertel ab 6 fahre ich da hin. Und ich wohne in Volki. Und irgendetwas stimmt mit dieser Welt nicht, wenn ich daher fahre. Weil ich glaube, wir Schweizer wissen nicht, was Reissverschlussverkehr bedeutet. Ich fahre daher und es ist ein Gedrängle und ein Gehässig und du stehst im Stau und dann drückt es hinter mir rein, oder? Und dann lassen sie aber keinen mehr rein, oder? Und dann bremse ich einmal. Aber weißt du, meistens komme ich mit dem Töpf, dann macht es und ich bin durch, oder? Aber hey, wisst ihr, mit dieser Erde stimmt etwas nicht. Und zwar nicht nur im Verkehr in Zürich oder da, sondern es ist irgendetwas stimmt nicht. Wir Menschen sind getrieben so von dieser Gier nach mehr oder von dieser Selbstsucht. Ich, mir, mein. Ich mag noch einen guten Kollegen von mir, der hat einmal gesagt, American First. Und das hat mich so aufgeregt. Ich dachte, boah, ey, du bist einer, wie kannst du das nur sagen und so, oder? Und dann hat es ja die coolen Filme gegeben, American First, Swiss Second, oder? Switzerland Second und so. Und dann habe ich mir das Gedanken gemacht, aber das regt mich nicht auf, weil er sagt American First.
sondern es regt mich auf, weil es nicht heisst Elias first. Der Tief in meinem Bauch hinein will ich eben zuerst sein. Und darum merke ich, die Erde, da stimmt etwas nicht. Wir haben alle irgendwo da den Mangel, das Gefühl, etwas zu wenig zu haben, und darum nehme ich es dir weg. Und ein Land bietet das andere aus, damit wir günstigere Handy haben können oder weiss nicht was, oder? Wir sind ja noch auf der guten Seite da. Oder? Wir haben es ja noch relativ gut. Aber ich habe gerade gestern mit jemandem geredet, der in der Prostitution mit diesen Frauen arbeitet. Und ich sage, hey, es ist so viel Ausbeutung in der Schweiz. Es ist so viel Ausbeutung an jeder Autobahnausfahrt, wo Frauen ausgebeutet werden. Und es ist mitten unter uns. Natürlich, uns geht es schon gut und wir haben es schön, aber so viel. Und dann denke ich an Gottfried Stutz, hey, es ist doch etwas nicht richtig mit dieser Erde. Und alle reden wir immer von Liebe und von Frieden. Irgendetwas stimmt da nicht. Und ich habe für mich gemerkt, wir sind irgendwie versklavt an uns selber, an unsere Selbstsucht. Wir sind getrieben von dem und das treibt uns an und es ist so eine Versklavung von dem und das stimmt einfach nicht. Und Gott kommt und sagt, ich baue ein neues Königreich und ich zahle den Preis für deine Freiheit. Und das sagt er nämlich auch in Markus 10, 15. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Und das ist das Lösegeld von der Versklavung, wo er sagt, der Elias, den kaufe ich jetzt frei und ich zahle. Und weißt du, bei solchen Sachen, die im Herz stattfinden, da langen nicht Millionen. Und da langt dann nicht Öl oder Gold, sondern da geht es um Blut. Und da kommt Jesus, und das ist ein Grund, warum er gestorben ist und sagt, und ich vergüsse mein Blut, damit ich kann, ja, er will ja mein König sein, also muss er mich ja auch mal befreien. Weil sonst bediene ich ja etwas anderem. Ich bin ja versklavt von einem anderen König, von meiner Selbstsucht. Und Jesus kommt und ich mache dich frei und ich zahle das Blut, damit du frei sein kannst. Und das ist so etwas Krasses, wo ich merke, wenn ich an Jesus Christus glaube und das annehme für mich, dann merke ich eine gewisse Freiheit da rein. Natürlich ist es nicht gerade auf den Anhieb alles weg. Ich kämpfe immer noch mit dem. Aber ich merke so, die Macht von der Selbstsucht in meinem Leben ist gebrochen. Und das ist Freiheit, das ist so Freiheit, Stückchen für Stückchen für Stückchen. Und darum hat Jesus Christus sein Leben da gegeben. Es ist wie so, das alte Leben habe ich für mich gelebt. Und er befreit mich, ein Leben zu leben für ihn. Und ein Leben zu leben für ihn heisst, ein Leben zu leben für dich. Weil er sagt mir, ja, nimm dein Kreuz auf dich und diene mir. Und das heisst, ich diene den Menschen um mich herum. Ich gehe mit ihnen. Und das ist der dritte Punkt, wo Jesus gekommen ist und gestorben ist, für ein neues Leben. Damit wir ein neues Leben haben können. Weil wenn ich jetzt oder befreit bin von meiner Selbstsucht, dann muss ich ja nicht mehr selber schauen, dass es mir gut geht. Ich habe ja einen König, der schaut, dass es mir gut geht. Und wenn der schaut, dass es mir gut geht, kann ich für jemand anderen schauen. Dann habe ich wieder Ressourcen, um nicht nur das Leben um mich zu drüllen. Elias first. Sondern ich kann sagen, hey, jetzt kommt mal meine Frau first. Und wenn ich mir es mit der Frau hinkriege, das ist ja auch ein Übungsfeld in der Ehe und in der Familie, dann kann ich ja vielleicht noch weiter nach außen gehen. Und das ist das neue Leben, wo der neue König ist, wo er sagt, und es ist umgekehrt, oder? Dienet einander, gönnt einander in das hinein. Und das bin ich so berührt von dem. Und das ist für mich auch wieder ein Argument, wo ich sage, ja, ich will so ein neues Leben. Ich will doch gar nicht, dass das Leben immer nur um mich dreht. Ich will ja auch, dass für andere genug ist. Und da hilft Jesus Christus, hat er sein Leben gegeben und können wir an ihn glauben und sagen, du wirst mein König und darum kann ich für andere dann schauen. Und das ist so etwas Gewaltiges, was mich ein Stück weit überzeugt. Hey, dem König will ich dienen. Dem König will ich nachlaufen. Das ist das, was mein Leben eigentlich schon die ganze Zeit sehnt. Eine Freiheit zu haben. Nicht mehr nur um mich, mir, mein. Und ich bin aus dieser Sklaverei befreit worden. Und so einem Gott, ehrlich gesagt, so einem Gott vertraue ich gerne mein Leben an. Und das ist das, was der Markus in seinen Argumenten bringt. Noch mit viel mehr Taten, auf diese Wunder können wir alle gar nicht eingehen, oder? Aber das ist das, was der Markus bringt. Hey, ein leidender König, ein leidender Diener, oder er ist König, aber er ist ein leidender Diener. Hey, und er kann mitleiden. Und er hat mich befreit, freigekauft aus meinem selbstsüchtigen Leben. Und er hat mir ein neues Leben gegeben. Und weißt du, was das Coole ist an diesem neuen Leben? Jesus ist ja nicht nur gestorben und im Grab geblieben, sondern er ist auch verstanden.
Und dann sagt er, weißt du was, dein neue Leben, das du hier auf dieser Erde schon anfängst zu leben, das wird in Ewigkeit haben. Natürlich werde ich wahrscheinlich den Tod erleben, aber nachher gibt es eine Auferstehung, so wie Jesus Christus auferstanden ist. Er ist mir in allem vorausgegangen, sagt er. Und das ist so cool, so eine gute Sache. Und ich muss wirklich mit dem Markus sagen, wieder zum Vers 1 zurück. Das ist die Geschichte vom Sohn Gottes. Und vielleicht hat dir die Argumente oder die Sachen ein bisschen geholfen, in deinem Leben zu merken, oh ja, da bin ich noch ein bisschen, will ich noch etwas anderes machen, will ich noch ein bisschen weitergehen oder will ich das auch? Ich werde jetzt in der Worship-Zeit, die wir jetzt wieder haben, will ich nochmal das Abendmahl hintergehen. Wir haben jetzt Abendmahl und bei uns ist das so ein bisschen Tradition. Wir sind ja eine Freikirche, oder? Das ist mir völlig frei, zum Rein- und Rauslaufen. Aber auch im Worship kann man völlig frei sitzen bleiben oder auch sagen, hey, ich glaube, ich gedenke nochmal an den Preis, den Jesus gezahlt hat und ich nehme das Abendmahl. Und man ist völlig frei und kann dort hinterlaufen, kann das nehmen für sich, hat noch Bibelversli, ist noch cool. Wenn ihr findet, die Babys da, oder, die haben jetzt alle einen Vers bekommen und ich nicht, dann hey, dort hinten hat es noch, könnt ihr dort einen nehmen, auch für euch. Wir haben das Gebetsteam da. Ich meine, wenn du da rein bist und du brauchst einen Gott, der Mitleid hat mit dir, wenn du da rein bist und sagst, ich brauche jemanden, der mich versteht, dann haben wir wie auch ein Gebetsteam. Das ist bei uns auch völlig easy, da kannst du hinterlaufen, dort hat es Leute, die wollen gerne mit dir beten. Du kannst sagen, hey, ich habe diese Not in meinem Leben und ich brauche Hilfe, ich brauche Verständnis. Dann können wir dort hintergehen. Und wir haben auch hier das Kreuz und da kann man vielleicht auch noch mal herlaufen und sagen, Jesus, ich danke dir, dass du das gemacht hast für mich. Ich danke dir einfach, du bist mein König, ich habe dich angenommen. Ich weiss nicht, was für dich dran ist, aber es ist vielleicht heute Morgen etwas dran zu machen. Zu reagieren auf das, was wir gehört haben, auf die Argumente, die der Markus so präsentiert. Wunderbar. Ich will euch jetzt bitten zum Aufstehen, ich will noch beten. Jesus Christus, wow, du hast so viel Gutes für uns tun, so viel Gutes für uns erreicht und wir sind eigentlich nur ein Nicken davon entfernt. Und du siehst unsere Herzen, Jesus Christus. Und ich bitte dich, dass du da einfach auch hilfst, dass wir deine Liebe annehmen können. Dass wir dein Mitleid annehmen können, deine Freiheit annehmen können und dein neue Leben annehmen können. Auch wir gestandene Christen, oder? Wir haben so viel Theorie im Kopf und alles wissen wir über dich und so weiter. Aber das auch wieder vor Augen zu haben und zu sagen, jawohl, ich brauche einfach Mitleid mit mir. Ich brauche jemanden, der mich versteht. Ich brauche jemanden, der mich neu befreit von gewissen Sachen im Leben. Da kann es ja immer noch Sachen haben. Jesus, ich danke dir, dass du wirkst heute Morgen.